Guten Morgen und herzlich willkommen bei Kurioses am Natur- und Geopark, also Serie, wo wir euch kurz und knackig, interessant, aber wenig bekannte Fakten über den Natur- und Geopark Müllerdal verraten. Für am öffentlichen Transport von Erstenach bis an die Stadt zu kommen, ist der Bus die einzige Option. Eine Zugstrecke gibt es hier nämlich nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr, weil für rund 100 Jahre war hier am Eck nach den Charlie unterwegs. Den Charlie war eng Schmulspur-Eisebun, die während ihrer Betriebszeit zwischen 1904 und 1954 von Erstenach über Junglünster bis bei Stadter Gar gefahren wird. Und einer Durchschnittsvitas von 25 km an der Stunde wurde für die 46 km lange Strecke 2 Stunden und 20 Minuten gebraucht. Die Leute aus der Region haben den Charlie ein Stück Lebensqualität mitgebracht. Der Bau und die Betriebe von der Bund haben neue Arbeitsplätze geschaffen und Bauern und Bungertebesitzer konnten mehr einfach an die Stadt fahren, für dann hier auf dem Markt hier Produkte zu verkaufen. Sein Namen verdankt den Charlie übrigens dem damaligen Minister für öffentliche Arbeiten, dem Charles Richard, in dem seinem Mandat Zugstrecke geplant und gebaut wurde. Mittlerweile sind es bald 70 Jahre her, dass der Charlie die letzte Kehr gefahren ist. Und die Schiene wurde noch integral aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist nämlich der Busverkehr mehr billig und effizient gehen wie die Dampflokomotive. Und der Charlie hat den 12. Juni 1954, also nach 50 Jahren Betriebszeit, seine Pension angetreten. Heute verlebt auf der früheren Charliesbun Evolos weh. Und da kann ihn, wie er bei Kunst trifft, die spektakuläre Felslandschaften genießen. Markant sind noch Trubinierbeeren, die letzte Strecke stehen. Sie wurden extra für die Eisebun gepflanzt, weil hier Wurzeln sich gut mit Schnee verbannen, für den Trasse zu halten. Auch die alten Stationsgebäude sind Zeitzeuge von Demos, wo Heinach in Zucht durchgefahren ist. Zu Basch ist das Garegebäude heute mit neuem Leben gefüllt, weil es unter 2016 geteilt Bier gebraut. Der perfekten Timing für als Episode aufzuschließen. Ich hoffe, ihr könnt etwas dabei lernen. Auf freue mich schon, erst die nächste Kehr begrüßen zu dürfen. Prost!